Part Nummer 50 bereits, hier vom Let's Play zu Fire Emblem Fates Offenbarung und es nimmt offenbar gar kein Ende, Freunde. So, erstmal noch ein paar Dinge hier machen, was übliche halt. Wir werden weitermachen mit dem nächsten Kapitel, Nummer 18 bereits in der Hauptstory. Hey there, hey there, hey there. Reis, ohne Fleiß, kein Reis. Guter Strang schon wieder. Ein bisschen mehr Stärke wäre eigentlich nie schlecht. Daikon. Kohl. Ja, wer isst schon Kohl? Ah, Lilith offenbar. Die mag den Kohl. Level up. Level 23. Jo, gefällt dir? Schön, machen wir so. Herrlich. Okidoki, so eine ganz kurze Lotterie, geht ja relativ schnell zum Glück. Mach mal nur. Und es ist... Ja... Den Sammler des Spiels eher ein bisschen flau, so etwas. Sie hat auch noch 3 Punkte zum Upgraden, aber erstmal gucken. Unterstützungsgespräche. Oh, sind noch ein paar. Takumi mit seiner Schwester. Mir geht's gut, scheiße. Gegen das nichts auftauchen war. Letzter Part haben wir da sein DLC noch gemacht und ich war so überrascht von wegen irgendwie, dass teilweise die Schwächen greifen uns an und die Stärken spielt die Golden Gegner irgendwie gar nicht. Und irgendwie, trotz allem hauen alle irgendwie ab und so weiter. Und der Witz an der ganzen Sache ist, das Kapitel heißt Mutprobe. Yo. Ist aber irgendwie echt so, das ist echt so geskriptet, das ist so gewollt vom Spiel, dass es halt einfach schwieriger ist. Also heißt schwieriger, halt natürlich alle zu kriegen insofern. Das heißt, wir können einfach Erfahrungspunkte farmen, okay. Aber die hauen einfach ab vor uns und es ist irgendwie auch eine Mutprobe für die Monster, kann man eigentlich so interpretieren. Es ist einfach ein bisschen seltsam, dass die dann noch abhauen. Generell nach oben, also das Base wäre eigentlich eher, dass man halt alle Truppen nach oben versammelt und dann also platt macht. Ich könnte theoretisch sogar irgendwie sagen, okay, ich stelle irgendwie Benny da hoch. Einfach allein, weil der Block sowieso alles hat, danach kommt der Rest der Truppe und schlachte sie einfach alle ab, aber ja... Das kann man vielleicht mal so irgendwie zeigen. Generell nicht so unbedingt der Fan von der Mission. Du bist so jung. Irgendwie schon. Dass ich jung bin, will so ein paar Süßigkeiten. Was? Du bist so jung. Willst du Süßigkeiten? Gebäck, sehr leckeres Gebäck. Ja, das da vorne rüber, du. Okay. Ja, wir haben interessante Pairings, wa? Das wird sicher lustig. Nix, Rato, Sender, Shura, Hanna, Setsuna und noch nix. Helfe ich dir gerne. Peaceful. I hope you're grateful to have such a safe haven. Eine sichere Zukunft? Hä? Ich weiß aber schon, dass wir irgendwo noch im Kampf gegen Garen und Waller sind, im Prinzip. Okay, leicht crazy. Gut, nichts mehr Neues hier. Yes! Bauen, eine Arena bauen. Ich hätte lieber gesagt... von Silas okay. Ansonsten echt halt die ganzen Dinger mal ein bisschen aufsparen. Die wir noch so haben. Die ganzen Punkte, die Starten upgraden, ne, ich brauche noch die Punkte ein bisschen. Für halt die anderen Sachen. Zum Beispiel die hier, Morgendrache, Abenddrache, genau. Platz der Reisenden, wenn du andere Varianten dann, Gefängnis, vermutlich eher weniger. Statuen, ja. Natürlich dann auch mal. Aber wie gesagt, erst später. Wir haben noch Zeit, vor allem noch viel Zeit, so.
Wie sieht's aus? Wir haben noch 3 Herausforderungsmissionen, machen wir gesagt wieder mal Offscreen, wenn ich das Gefühl habe, es sei wieder mal nötig zum Trainieren. Belagerungen irgendwann mal später, wenn man irgendwie Bock drauf hätte. Dann also weiter mit Kapitel 18. Der sinneste Wunsch von Michael erfüllt sich, als die Kinder beider Könige verbünden. Sie steigen nach Valhalla, wo das Böse lauert. Oh oh. Kapitel 18. Hinter dem Schleier. Der Himmel über Hoshiden nur verfärbt sich. Die Zeit ist wohl gekommen, Michael. Wie sieht dein Plan aus? Gute Frage. Also, bin ich noch hier, genau. Nun, wir springen jetzt in dieser Brücke. Das ist ein geiler Plan. 1A, Daumen hoch, geiler Plan, folgt mir sofort jeder. Wie soll ich sagen, Skala in der Truppe. Also, zumindest sieht man es gerade im Hintergrund. Damit die Reise weitergehen kann, müssen wir den Grund der Schlucht erreichen. Michael, das ist die bodenlose Schlucht, ja? Der Name sagt schon, dass man den Grund nicht erreichen kann. Wir werden sterben. Milord Michael, ihr wart auf den Zweifel an vorbereitet. Also ich weiß ja, aber habe schon mal erwähnt, oder? Dass mal die Frage war, wenn wir Einheiten krepieren, zum Beispiel auch in Schlüsselfiguren wie in halt unsere Geschwister aus No und Hoshido, was dann passiert eigentlich, Mittlerweile wissen wir, okay, wenn die krepieren, kann man halt nicht mehr in Kämpfen verwenden, aber die sind halt storymäßig eben noch da. Also quatschen halt mit uns. Aber Gunther, warum Gunther? Erstmal, der ist, glaube ich, in Kapitel 7 oder 8 abgeschmiert, also schon eine Weile her. Oder 9, keine Ahnung, auf alle Fälle schon sicher 20 Parts her. Seitdem nie mehr was von ihm in so einer Cutscene gehört, gelesen, whatever. Und jetzt plötzlich, wieder Margus hat ja sicher. Denke mir einfach nur so, wieso ist Gunther jetzt hier? Und vor allem die Preisfrage ist immer noch, warum konnten wir mit Gunther, solange wir ihn hatten, noch keine irgendwie Gespräche führen mit anderen Charakteren? Mit Gunther? Nö, keine Chance. Und ich weiß, ich habe echt noch mal ein paar nachgeguckt im Vermächtnis, da ging es. Vermächtnis, okay. Offenbarung, nö. Seltsam. Verzeiht, dass ich bis jetzt nicht die Wahrheit sagen konnte. Doch ich werde jetzt sicher auch springen, sobald ihr wisst, warum ich kämpfe. Für den Tod. Michael, was machst du da? Du kannst ihm hier nicht alles sagen. Wenn du es tust, wird der Fluch... Welcher Fluch? Wovon spricht sie da? Und hier alles erzähle und nicht erst unten, verschwinde ich aus der Welt. Doch wenn ich nur so als zum Springen überreden kann, werde ich es tun. Sender, Ryoma, beendet, was ich einst begann, wenn ich nicht mehr hier bin. Bist du wahnsinnig? Toll, Kapitel 18 krepiere ich einfach mal, ist geil. Ihr versteht eine Bitte, doch lehne sie ab. Auch ich lehne ab. Wie kannst du warten, dass wir so etwas zustimmen? Aber, warum? Du Dummkopf, verstehst du es denn nicht, was deine großen Brüder sagen wollen? Sie wollen, dass du ihm befiehlst, in den Rücken zu springen, anstatt nicht zu fragen. Bitte was? Hör zu, Michael. Du hast unser volles Vertrauen. Hat so ein paar Parts gedauert und es kam überraschend, aber egal. Nun musst du uns vertrauen. Vertraue auf uns, also deine Befehle befolgen. Genau. Da hätten wir auch nur kurz gezweifelt, wären wir niemals hergekommen. Du bist unser kleiner Bruder. Wir würden dich jetzt nicht im Stich lassen. Michael, wir sollen uns beeilen. Ich spüre etwas Seltsames dort unten. Alles klar. Freunde sind an der Zeit. Springt in die Schlucht. Das ist der erste Schritt auf unserem Weg zum Frieden. Ja, yeah, springen wir in den Tod. Yeah, yeah. Und der Rest von der Truppe, Hinoka, Camilla. Wieso bin ich jetzt nach oben? Was ist das, Scarlett? Oh, das ist nur ein Brauch, der Ritter von Schäf. Jedes Mal, wenn man ein wichtiges Ereignis erlebt, steckt man sich eine Blume an. Durch die Rüstung. Du bist was Besonderes, Michael. Du bist dazu, dir zu folgen. Aber du bist nicht ganz so besonders wie Ryoma. In Anspielung aufs Pairing Ryoma Scarlett. I am the
the entombed god. In the name of the King of Valhalla, I sentence you to death. WTF! Hat ihm gerade in die Hose, was ich nicht mehr gehört habe. Ah, das tat weh! Wer in aller Welt war das? Das ist nicht passiert, als das erste Mal nicht durchgesprungen bin. Michael, pass auf! Scarlett! Nein, das darf nicht sein. Scarlett, antworte mir, Scarlett! Du darfst nicht sterben, geh nicht auf. Scheiße, das ist so ein Tod wie damals bei Case. Jetzt sag mir nicht, die hätte sie retten können, wenn ich Rang A mit ihr gehabt hätte. Das ist echt mies. Scarlett, wie soll das nur Yuma beibringen? Ja, vor allem, wo bin ich hier überhaupt? Total andere Location. Was zum Feinde? Man hat mich bereits entdeckt. Oh, scheiße. Oh, sind wir schnell da. Ryoma, Sender! Bleib auf der Hut, hier sind überall Feinde. Da kommen noch mehr. Asuren Kriten? Ja gut, natürlich schon, aber jetzt hier sieht es trotzdem ein bisschen seltsam aus. Ihr habt's alle geschafft. Es ist schön, hier wohl aufzusehen, Michael. Schau da drüben, wer ist das? Siu. Siu. Das ist eine gute Frage. Da ist kein NPC-Charakter, das muss echt irgendwie... Ja, wer hat dann Ankos rechte Hand? Diese Magierin beschwört ja wohl alles. Okay, ist eine Frau. Ich gar nicht. Dann müssen wir uns durchkämpfen und sie ausschalten. Ja, eine Frau ausschalten. Warum auch nicht, wa? So, wir werden auch mitnehmen. 12 wieder mal das Minimum, war ja klar. Okay. Erstmal alle raus. Erstmal alles gucken. Wie sieht's aus? Wer will mit? Wer kann... Ah, ich muss mit, okay. So, kommen wir Asura mit und dann, wie gesagt, erstmal gucken, wie sieht es eigentlich genau aus. Sind wir wohl zum Porten? Ja, wieder mal so eine Mission. Boss besiegen. Ja. Valite, Oni-Häuptling. Okay. Ja, ist resistenzmäßig ran. Ein Händler, was? Ich sehe schon alle irgendwie schwach gegen... Ja. Ich weiß noch Magie schwächen. Trotzdem sind noch viele Bogenschützen. Das gefällt mir allerdings weniger. Keine Fähigkeit, nix. Stratege, was denn der? Resistenz plus 2. Das war alles? Okay, Verteidigung ging relativ leicht hin. Nun Hasengeist. Und Scarlett ist da. Oh nein, was haben wir getan? Kann ich nicht mehr auswählen? Einfach überlebt sie irgendwie noch, wer weiß. Okay, wieder mal die ganze Truppe hier versammelt. Wie sieht es eigentlich aus bezüglich Festungen? Okay. Was? Siegel. Was bringt mir das Siegel? Was? Die sind so miteinander verknüpft. Ernsthaft? Ah, okay. Doch ein bisschen anders. Müssen wir ihn zum Benny hinschicken, wa? Obwohl, nee, der ist ein Tigergeist. Benny hasst Magie. Der muss eigentlich mal... ihr habt gar keinen, der irgendwie alles... Nö. Ja, auch scheiße. Faszinierend.
Gut, war erstmal Kriegtruppen. Magie haben wir gerade gesehen, natürlich auch brauche. Ich brauche eigentlich auch Truppen, die relativ schnell vorwärts kommen, wa? Die sind alle zu Fuß unterwegs, mit unten natürlich solche Typen, aber keine Berittene und so weiter. Also kann man eigentlich Ken und Keaton fürs Erste noch ein bisschen aufsparen. Camilla natürlich ein bisschen ausgleichen mit den Werten. Ich brauche ein paar zum Kritten, okay. Warte mal, wir müssen das Pairings betrachten, wa? Ja, genau. Da muss eigentlich noch Leo mit. Ich habe eine gute Idee. Charlotte, aber die vielleicht jetzt mal weg. Lass fürs Erste. Ich brauche sicher Selena und Benny noch, wenn ich natürlich Benny habe. Selena muss eigentlich auch Case mitnehmen, wa? Oh, das war eigentlich das Problem, was ich schon mal angetönt habe, quasi. Ich mach's anders, Die, wo das Gefühl habe, ich brauche sie wirklich, wa? Also, dann habe ich Elise und auch Takumi. Brauche ich Takumi und Elise? Eigentlich schon, wa? Kritten, Resistenz und Magie, jo. Staubfähigkeiten geile, okay. Dann Sender natürlich ein Panzerbrecher, der geil wäre. Und Hinoka. Sakura und Leo sollen dann noch ein bisschen trainieren, die können ein bisschen Glück spawnen, okay. Er hat auch wiederum Magie und so, aber ich würde doch eher Sakura und Leo mal zurücklassen noch für die Mission. Nee, mach's doch anders. Glück und noch ein bisschen Magie. Ich habe zwar hier natürlich Axt, natürlich nie verkehrt wäre. Meistens doch eher so Shuriken-mäßiger, aber hier wieder. Mit 12 ist echt doof, von dem man wieder ein bisschen gucken muss und ich mitnehmen will nicht. Ich bin nehme natürlich auch nichts mit, okay. Jetzt wir noch Case und Selena. Silas und Charlotte wäre jetzt eigentlich auch dafür, aber ich habe eigentlich bereits berichtete Einheiten. Insofern genügend. Dann nehme ich halt doch wieder mal zum Abschluss des Ganzen. Ja, Leo und Sakura, komm. Nehmen wir die mit. So, bloß die Frage, wo wir hinstellen, wa? Wobei hier spielt es gar keine Rolle, wo ich es genau hinstelle. Nö, ist eigentlich echt scheißegal. Und dann schon ein bisschen ausgleichender sein. Wo haben wir unsere Magier? Hier. Magier sage ich schon, Heiler natürlich. So, Hinoka habe ich dabei. Okay. Dann packe ich doch noch mal nix hier hoch. Warum sind die Pairings hier, wa? Ja, natürlich sind die beiden hier unten, war die eigentlich. Mann! Ja, gut, spielt eh keine Rolle. Gut, Freunde, ja, würde sagen, gleich mal loslegen. Ich muss erstmal gucken, wie ich ein bisschen durchgehe. Das Lied in der Mitte wird durch diese massive Statue geschützt. Ich spüre 8 Drachenadern sind in den Festungen, damit können wir die Statue zerstören. Sei vorsichtig, wir müssen uns aufteilen, um jede Drachenader aktivieren zu können. 8 Drachenadern, ja, leck mich mal Arsch. Ich sehe keine. Das ist keine Drachenader hier.
Hier ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Eben ist doch Transfer, wa? Da geht es nur darum, dass man irgendwo hinporten kann. Okay, das ist vielleicht ein bisschen doof. Dann wäre Benny alleine da oben, wa? Wir müssen es testen, Freunde. Egal wie range, aber die können nichts machen. Oh, scheiße! Ja, noch im letzten Part durch. Was ein bisschen anders machen musste. So, das war schon mal mit Benny. Jetzt, jo, die gute Frage, wa? Nicht direkt weiter loslegen, ne? Erstmal alles ein bisschen gucken. Das ist eigentlich kein Problem, wir können sogar eigentlich momentan auch sagen, nur lass momentan so. Die haben echt keine Fähigkeiten, nix. Also weiß nicht, Leute, aber echt langsam das Gefühl, dass die DLCs schwieriger sind als die eigentliche Mission hier. Was mich schon ein bisschen stutzig machen würde, aber okay. Erstmal warten. Das ist ein Oni-Häuptling, natürlich auch eine scheiß Einheit. Geht direkt hier rein, okay. Oh, ja, vergessen mit Yumi. Geröll unpassierbar, das sehe ich natürlich weniger gerne. Der hat Stärke um Magie. Da ist sogar Case entlang, einfach Resistenz, so. Mit Magie schwächen, vielleicht sogar Takumi. Das ist echt unfassbar, hey. Dem haben wir ein bisschen weniger Sorgen. Also mal hier ein bisschen schwächen, versuchen zumindest. 89 und 20 haben wir zu wenig. Fujin Yumi. Auf den Crit hoffen vor allem. Ja, will heute nicht critten. Scheiße. Taco, was machen mit dir bloß? Was? Jetzt kommen wir hin. Das ist doch. Ist das gleiche Problem? Oh, leck mich am Arsch. Mir gefällt diese scheiß Crit-Chance nicht. Was soll er sonst tun? Okay, er ist weg. Zumindest zum Teil. Tigergeist, so weg damit. Jo, Takumi natürlich jetzt hier voll am Arsch, weil ich irgendwie nicht durchkomme. Woher kann ich ihn halt trotzdem noch supporten? Wir muss erst reichen. Sind wir schon mal 4 hier unten. Das ist gar nicht mal so ein schlechter Anfang eigentlich. Hier ist natürlich noch kein Hinweis. Was soll ich da machen? Braucht echt Allrounder-mäßig, der den abblockt. Okay, Benny will natürlich tun. Hier auch, Benny macht das alles. Aber dann kommen die hier und die doppeln zum Teil noch und hast nicht gesehen und nö. Nicht so doof. Da wäre eigentlich noch eine Variante. Zumal. Also so Speermeister auftauchen. Wen soll er da hinschicken?
Meins Michael, aber... Mir nichts mal versuchen, wa? Oh, 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 oh. Wer hätte so einen Scheiß gedacht, wa? Ja, killen wir einfach mal ganz schön, ja, warum auch nicht, so. Ein bisschen mehr Support drauf, sehr schön. Sollen wir da eigentlich 2 hinschicken, wa? Das sind Oni-Halb, den krieg ich doch niemals so platt. Stalax Ochsengeist. Wenn es jemand schaffen würde, wäre es sicher Leo. Was machen, dann kann jemand zurückschießt. Stalax, aber ist nicht mal schnell genug, um zu doppeln. Ja, das ist echt gerade ein bisschen mies, was ich hier treibe. Ich muss irgendwie aufteilen, geht nicht anders. Da also mache ich es doch so wie gedacht eigentlich. Warte mal. Ich darf da unten lassen. Warum großartig kompliziert machen? Hat doch was für sich, wa? Zick, zick. Kann ich ihm noch ihn hier hinstellen? Wäre der platt, der Rest irgendwie nichts drauf. Okay. Problem auf eine elegante Art und Weise gelöst. Naja, sorry, Donnerschwert-Style. So muss das sein, Stahlaxt. Sakura, Sakura, Sakura. Da muss eigentlich hier rüber und Hinoki ist eigentlich hier auf jeden Platz. Mir ist eigentlich zu Sender, aber scheiß drauf. Ich gehe mal hier rüber. Stabtransfer. Jo. Ich würde mal sagen, Freunde, mal danke fürs Zusehen. Nächste Part dann. Wollen wir mal, was die Gegner so machen, wie wir uns ein bisschen vorcatchen und ja, irgendwie halt die Siegel brechen, wie es so schön heißt. Drachen nutzen und so weiter, wobei ich sehe echt null irgendwie, ja klar, Siegelseher, aber ich sehe keine Drachenadern, nix. Wo muss ich die wohl aktivieren, wa? Naja, da sind wir dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.